Haut 4. Sonntag am Joreskreis begräßen ich aus der Kirche wo Reimich, wie wir drauf Funheit Sondesmass. Et singt Choral Saint-Cécile Reimich, Dirigent aus den Robert Pauli, Organist de Patrick Wilward. Er spielt als Entree Präludium in C vom Krebs. Donno Sangemer Cantate Domino vom Pittoni. Missa Quinta in B vom Horak. L'Esprit du Seigneur vom L'Echo. Où sont amour et charité vom Berthier. Ouvre mes yeux vom Bohn. Und als Schlusslied Wenn ich ein Glöcklein wär vom Brettner. Duegel spielt als Sorti Präludium in C vom Bach. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Leif Leitheit zu Remich an der Kirche, alle Valgur, die da über Medien mit uns verbunden sind. An dieser Sondesmass will man dem Herrgott begegnen, am Wort und am Sakrament. Und darauf will man uns lo viel bereden, an dem wir in Verzeihung frohen, wir sind Schuld. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen, allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast uns erschaffen, damit wir dich preisen. Gib, dass wir dich mit ungeteiltem Herzen anbeten und die Menschen lieben, wie du sie liebst. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem ersten Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, strebt nach den höheren Gnadengaben. Dazu zeige ich euch einen überragenden Weg. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib opferte, um mich zu rühmen, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen,
trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe, Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit begann Jesus in der Synagoge in Nazareth darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Alle stimmten ihm zu. Sie staunten über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen, und sagten: Ist das nicht Josefs Sohn? Da entgegnete er ihnen: Sicher werdet ihr mir das Sprichwort vorhalten: Arzt, heile dich selbst. Wenn du in Kapharnaum so große Dinge getan hast, wie wir gehört haben, dann tu sie auch hier in deiner Heimat. Und er setzte hinzu: Amen, ich sage euch, kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. Wahrhaftig, das sage ich euch, in Israel gab es viele Witwen in den Tagen des Elia, als der Himmel für 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war und eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Aber zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, nur zu einer Witwe in Sarepta bei Sidon. Und viele Aussätzige gab es in Israel zur Zeit des Propheten Elisha, aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Als die Leute in der Synagoge das hörten, gerieten sie alle in Wut. Sie sprangen auf und trieben Jesus zur Stadt hinaus. Sie brachten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, und wollten ihn hinabstürzen. Er aber schritt mitten durch sie hindurch und ging weg. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, als Prediger, als ma als wunderschöne Lesung aus dem 1. Korintherbrief, das sogenannte Hohelied der Liebe, eigentlich ein Horror. Versteht mich nicht falsch. Das ist eine unübertroffene starke Meditation über lebt. Ein Text von unglaublicher Tiefe und Densität, du hast gar keinen Zweifel. Aber 3 Viertels von allen Brautpaaren, die bestört gehen, wählen sich diesen Text als Lesung heraus. Dabei freue ich mich heierns do, ob die Brautleute den Text wirklich ganz gelesen tun. Oder ob es nicht ein paar schön
vielleicht schnulzig Widersinn, die aussprechen. Die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Ja, natürlich, das entspricht der Sehnsucht von allen, die verliebt sind, als sich gern hun. Dass es so soll bleiben, das lebt all Hindernisse überwind, dass sie nie soll abhalten. Mir ist das nicht aber vielleicht ein bisschen unrealistisch a lebensfriem. Aset, mar lo de so und die lang bestuert das. So verklärt a verdreht kann jo nimmen den Zölibatären wie de Paulus iwwer leeft schreiben, von dere kein Ahnung huet, war jo nie an enger Liaison. Jidereen, den an enger Beziehung lieft, wees, irgend wie fleien noch mal fatzen. Et gëtt deich, wo en den anderen am liefste ging op de Mond chasen. An da muss sich ze Summe rappen an versöhnen. An der leeft as net einfach alles immer rosa-rot. Sie as dann so ustrengend, sie verlangt de Partner so munches auf. Nu kann in dem Apostel Paulus sicher net no so wie ein Drämer gewircht, in den Welt nimmen durch rosa Brüll gif gesinn, so wie frisch Verleifter dat machen. De Paulus war durch und durch Realist, mat beide Feis Bodem. Jen hat sicher ke gekribbels Schmetterlinge im Bauch, wie ihn dat geschrieben huet. Aber wann ihn den Text wirklich liest, gründlich, da find ihn nief denen erhebenden Weder überlebt, die allem standhält an niemals opheiert, auch ganz nüchtern aussoen. Dass Zuneigung sich auch manchmal am gegenseitigen Erdrohen weist. Et geht dem mei für ein Gefühl. Neen de Paulus as ke Romantiker, hier kennt Leben, hier de viel Leid, Verfolgung, Missgunst, Neid a Jalousie erfuhrhuet. De Paulus weiß, wie Menschen sind, a wie sie ticken. Sein erster Korintherbrief schreibt ihn die Gemeinschaft, wo Christen, die hier selber gegründet hat. Wellen heiert, da geben es Spaltungen, Konflikte, Eifersüchteleien, an eben all dat menschlich, dat leeft verletzt an Zerbrechen leist. An ausgerechnet an diesem Brief, wo uns den Adressaten zurechtstutzt, gebrauchten die wunderbare Ausführungen überlebt. Erstaunlich. Wenn also trotz allen Enttäuschungen mit so viel Leidenschaft überlebt schreibt, da well weiß, dass es dabei eng Mucht geht, die mehr groß ist wie wir Menschen. Mehr groß wie als Gefühle an Emotionen, mehr groß auch für die sexuelle Unzähhung an Attraktion. All das scheint mehr vergänglich. Lebt aber bleibt. Woher also das grenzenlos Vertrauen anlebt? Messias für de Paulus nicht, was wir Menschen einfach machen können. Lebt kann ihn nicht machen. Es kann ihn sie auch nicht verdingen. Es kann ihn sie nicht kaufen, fordern oder zwingen. Leeft das de Kado, ein Gnot, Gnadengabe, sete Paulus, so als Geschenk, dat vu Gott könnt. Huete Paulus der christlicher Gemeinschaft vu Korinth Levite geliest a geschrieben, wat ze mis alles ernst machen a puncto Mariage, Droit, Liturgie an Eucharistiefeier. Da weisten hinnen lohnaren ernere Weh, in den alles überracht. An der das de Weh Funder leeft. Oni sie sind en all Ustrengungen im Soss. De leeft, der das so schwer an der engem so trächlich, können man nicht einfach fabrizieren. Den Herrgott beschenkt eis damit. Hier hat eis für dicht gär, an so gi noch mehr an Lach versat anderer gär zu hun. Weil Gott eis singt Zuneigung gratis schenkt, können noch mir, ja muss mir den aner gär hun, ohne Vierbehalt. Da das Leifren nicht immer liegt. Auch der Paulus weiß dat. Leeft kann schwer sein, eben nicht selten den anderen ordrohen. Leeft braucht Geduld, sich zurückholen, nicht den eigenen Vierdeel sichern, und so weiter. Sie ist also eine große Challenge. Am Dach verändert sie alles. Wenn ihr noch nach so begabt das, schreibt Paulus, nach so großartiges lecht,
nach so überzeugt reden an optrede kann, ohne Charität als alles wertlos. An umgedreht, sogar die kleinsten, bescheidensten, unscheinbarste Beitrag an der Charität erledigt, geht etwas Wunderbares. De Paulus stellt Charität leeft op een Podest. Sie misst für alleist handeln, denken und machen de Schlüssel sinn. An, sie entspricht am ehesten und am rengsten Gott selber. Weil hierin leeft bis an der Niedrigung heran, bis un Kreuz, bis et weidet, bis op Blut. Liebe alle Gute, was das eigentlich Christsinn? Es tut mat kennen zu dien. Christsinn bedeutet Christus kennen. Das Kennen gründet darauf, dass Christus eis kennt. Neben so kann eng vertraut Beziehung entstehen, eng Kenntnis, die übergeht all lebt. Weil lebt das Textform von ein kennen oder auch kennen an der biblischer Spruch. Am Evangelium von Haut klingen beide Aspekte un. Menschen kennen den Jesus, und Jesus kennt sie. Wir Menschen erkennen allerdings Männer, wie wir mengen, und der Jesus erkennt mich, wie wir mengen. Zum Ersten, Menschen kennen den Jesus. Und das aus einem vertrauten Umfeld, a Galiläa, zu Nazareth, am Synagoge Gottesdienst, alles nicht Ungewöhnliches. Ein Mensch kennen bedeutet dax, sing Macken, a Schierzeiten kennen, die zur menschlicher Normalität gehören. Daran leidet auch ein Gefahr. Wird man ein Mensch besser kennen, wird man ihn mehr banalisieren, an echter nimmen das negativ gesehen. So ergeht es dem Jesus zu Nazareth. Da wo er kennen ihn, sie kennen seine Familie, aber sie erkennen ihn eigentlich nicht. Sie erkennen ihn nicht als den, von den Propheten geschwärzt haben. Aber von lauter Unverständnis und Unkenntnis wollen sie ihn aus dem Dorf johen. Auflehnung, Verurchtung, Erleiden kennzeichnen sein Schicksal. Da kommen wir bei der Zweit. Der Jesus kennt Menschen. Wie reagierte Jesus darauf, dass sie hier fortjohen an den Hangeruf geheien? Er aber schritt mitten durch sie hindurch und ging weg. Geht durch sie auch durch. Das erinnert an das Alte Testament, wo man dieser Spruch weiß, der Scheine vor Gott ausgesucht wird. Gott geht durch sie durch, mengt, hier bewegt sich matzeninnerte Menschen. Das in erlesend durchgehen, durch Dooflehnung an Troserei. Der Jesus kennt Menschen. Hier weiß, dass sie sehr do sie für zu urteilen. Mir hier bleibt. Er bleibt, für Menschen zu erlesen. Er geht durch sie ja durch, er sichert ihnen zu, ich sie bei euch, sogar an ihrem Unverständnis. Ich will euch erlesen. Erlesen durch sie ja durchgehen. Das mich da ist aufmerksam drauf, dass den Herrgott da ist. Dax, am meist auch an dem Unerwarten, an dem, was ganz nur bei ist, sogar an dem, was schief leidt, an unsere Vierurteiler, an unserer Roserei. Lass mal, liebe Brüder und Schwestern, den Herrgott da durchgehen. Und lass mal eins vom Jesus auch kennen, an der lebt, die erlesend ist. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten
und das ewige Leben. Amen. Herr Gott, du hast dem jungen Jesus Christus, den es zu Nazareth nicht einfach hat, für den Botschaft weiterzugehen, Kraft gehen, sei weh mit Entschlossenheit weiterzugehen. So bitte mir dich. Prions pour les pasteurs de l'Église, que l'Esprit Saint leur aide à surmonter toutes les difficultés qu'ils rencontrent dans leur mission de guider l'humanité vers la foi, l'espérance et la charité. Seigneur, écoute-nous. Prions pour tous les gouvernants, qu'ils s'engagent à lutter contre les inégalités de toutes sortes et œuvrent pour bâtir un monde meilleur où chacun a sa place. Seigneur, écoute-nous. Für Krankheit, los sie an Dingen Wut nei Hoffnung fannen, erschenk ihnen Menschen, die sich hierer unholen. Herr Gott, heia eis. Für eis Jungkleid, die sich mam Glaube schwer din. Los sie Menschen fannen, die sie verstehen, an hin die richtige Orientierung gehen. Herr Gott, heia eis. Dans un moment de silence, nous te confions nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Für alles Verstorben, los sie an Dingen Reich vor Frieden hier Erfüllung fanden. Herr Gott, heia eis. Herr Gott, auch wir brauchen Kraft von deinem Geist, für am Glauben zu wachsen. Hölle weiß, dass wir uns nicht durch Kritik und Rückschläge decouragieren lassen, wir uns an alle Situationen zu dir bekennen, dafür bitten wir dich, durch Jesus Christus, unseren Herr. Amen.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, wir legen die Gaben als Zeichen unserer Hingabe auf deinen Altar. Nimm sie entgegen und mache sie zum Sakrament unserer Erlösung. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und deine Gnade zu rühmen. So sehr hast du die Welt geliebt, dass du deinen Sohn als Erlöser gesandt hast. Er ist uns Menschen gleich geworden in allem, außer der Sünde, damit du in uns leben kannst, was du in deinem eigenen Sohne geliebt hast. Darum preisen wir das Werk deiner Liebe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Und nun wollen wir zusammen auch noch für den Anna so beten, wie Jesus Christus selber eiset gelehrt tut. Eise, Pap am Himmel, dein Name sief geherrscht, so kommen, dein Will soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute als täglich Brot, verzeih uns als Schuld, wie wir auch denen verzeihen, die an uns schuld sind. Führe uns nicht an Versuchung, mach uns frei vom Bösen, weil dein das Reich an euch an Herrlichkeit für immer an ewig. Der Herr hat seinen Aposteln den Frieden verheißen. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Oh
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die zum Tisch des Herrn geladen sind. Der Leib Christi. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, das Sakrament der Erlösung, das wir empfangen haben, nähre uns auf dem Weg zu dir und schenke dem wahren Glauben beständiges Wachstum. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.
Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft zu Remich. Den nächsten Sonntag überdrohen wir von Bießen. Und los schalten wir zurück an den Studio.